Hallo, hier ist mal wieder Anke Maltanke aus Berlin und ich möchte heute mal wieder ein bisschen Maltesisch beibringen anhand des Ortes Hamrun. Hamrun zeige ich wie immer mal als kalligraphische Tafel. Ihr seht hier ein dickes, fettes, gestrichenes H und obendrauf eine Kirchenkoppel mit Jesus. Hamrun wird aber auch nur normal Hamrun ausgesprochen, obwohl es dieses gestrichene H hat. Das wird oft sehr scharf ausgesprochen. Hamrun ist Hamrun, ziemlich normal. Und Hamrun hat sehr viele Kirchen, 5 bis 6. Es kommt darauf an, ob man diese Our Lady of the Miraculous Medal, heißt diese Kirche, mitzählt, denn sie befindet sich da, wo man immer hineinkommt nach Hamrun, wenn man aus Osten, aus der Richtung Valletta oder Floriana etc. kommt. Deswegen, man sieht immer diese bekannte Kirche. Ihr werdet sie auch kennen, wenn ihr Malta ganz gut kennt, denn da fährt man hinein in den großen Ort Hamrun, der ungefähr 10.000 Einwohner hat und sehr anders gestaltet ist als viele der ganz alten Dörfer, die es viel früher gab als Hamrun. Warum? Weil Hamrun erst später entstand. Und zwar, weil Hamrun zunächst eher eine Landschaft und die allerersten Funde kommen so aus der punischen Zeit. Da hat man punische Gräber gefunden, in den Fels gehauen. Also so 250 vor Christus bis 150 vor Christus. Und dann kamen viel später erstmal die Malteser Ritter und unter den Rittern hieß das Dorf Casale de San Giuseppe. Jetzt geht es schon wieder los mit den ganzen Sprachen, Italienisch, Maltesisch, Deutsch, Englisch. Das müssen wir heute bedenken, denn ich bringe nachher ein bisschen Maltesisch bei und trotzdem werde ich andauernd irgendwie durcheinander kommen mit Deutsch, Englisch oder Italienisch. Denn damals, ihr hört schon, Casale, ist Italienisch, so hieß das Dörfchen, damals, als es noch nicht Hamrun hieß. Es war also an St. Joseph geweiht und Hamrun hat noch heute 3 Schutzheilige, St. Joseph und Gajetan, je nachdem wie man es ausspricht. Gajetan von Time würde man auf Deutsch wohl sagen. Ich bin nicht so katholisch, deswegen halte ich mich heute auch zurück mit den ganzen Kirchen. Jedenfalls hat Hamrun sehr bekannte Kirchen. Eine wichtige dritte ist noch Concitione. Concitioni heißt unbefleckte Empfängnis. Concitione wird euch überall begegnen auf Malta. Das Wort müsst ihr euch irgendwie ein bisschen merken. Einige Gegenden heißen so und Kirchen und so weiter. Ganz klar, unbefleckte Empfängnis. Ich glaube so sehr nicht daran, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hamrun ist durchaus sehenswert, hat aber jetzt außer den vielen Kirchen nicht besondere Sehenswürdigkeiten, außer einen ganz lustigen Trompetenturm. Das ist ein Wasserturm, Monument Tromba, das ist die Trompete und den findet ihr mitten zwischen den ganzen Einkaufsgewusel, denn die St. Joseph's High Street, die sich so einmal quer durch Hamrun zieht, ist die bekannte Geschäftsstraße mit vielen Möbelgeschäften, Supermärkten etc. Hamrun ist dann in der Zeit der Ritter gewachsen. Und es wurde das Aquädukt gebaut und Hamrun entstand aus Birkirkara Ormi und Santa Venera und grenzt heute an, ich gehe mal so rundum vom Norden bei Birkirkara, also Santa Venera, dann würde ungefähr Sida kommen und Guardamangia oder Pietà und dann der Vorort von Valletta Floriana und darunter Marsa und das große Ormi. Hamrun hat ungefähr 10.000 Einwohner und ist eine Stadt und ist auch sehr städtisch, nicht so verwinkelt, wie man es sonst von den ganz alten kleinen Dörfern kennt. Unter den Rittern ist man gerne dort als wohlhabender Mensch auf die Jagd gegangen oder hat eine Landpartie gemacht.
Später hat sich Hamrun dann entwickelt und wurde zum eigenen Ort mit diesem Vorort Blat el-Beida, wo diese vorhin gezeigte Kirche steht mit der Jesusstatue. Und heute hat man noch Gaetan, den Namen oft so Gaetan oder Gaitan oder Jaytu, Gaitu, alles Mögliche, alle möglichen Abweichungen höre ich in Hamrun als maltesischen Vornamen. Jetzt habe ich hoffentlich nichts mehr vergessen, was ich erzählen wollte, und jetzt bringe ich noch ein bisschen Maltesisch bei. Alles, was ich eben so erzählt habe, habe ich ein bisschen so in ein paar maltesische Worte gefasst. Für alle, die ein bisschen Maltesisch lernen wollen, ist hier zum Beispiel rote Erde, roter Boden, Hamria, Hamra. Denn so wurde Malta Hamrun, Entschuldigung, nicht Malta, Hamrun, auch mal genannt. So ist der ursprüngliche Name. Und die Kirchen, die eine Kirche heißt Knisja und Knäes sind die Kirchen. Ich hoffe, ihr seht das so ganz gut. Die unbefleckte Empfängnis ist Concitioni, habe ich eben erzählt. Und das Messer ist das Sikina. Und Isikina und Tassikina wären die Messerträger. Messerträger heißen noch heute manchmal die Leute aus Hamrun oder Hamrunesi. Denn das ist veraltet, das kommt wahrscheinlich von den Sizilianern, die damals auch in Hamrun ansässig waren. Weißer Fels ist der Ort Blat el-Beida. Beida ist weiß, kann auch Ei heißen, weibliche Form, und weiß männlich ist Abjad. Und der Rotwein würde in Bied Ahmar heißen und der Weißwein in Bied Abjad. Immer die männliche Form, Wein ist männlich. Hoffentlich habe ich mich eben nicht versprochen. Eben hatten wir schon die lustige Wasserpumpe oder Wasserturm, Tromba, das heißt eigentlich Trompete. Und hier ist nochmal rot, habe ich eben schon dreimal gesagt. Also das wäre für heute mein kleiner Maltesischunterricht. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Manchmal ist es gar nicht so einfach, das so schnell alles zusammenzufassen. Hoffentlich habe ich auch nichts vergessen. Irgendwie habe ich so den Eindruck, ja, aber nicht so schlimm. Jetzt kommt ein Tschüsk, das trinke ich gerne, wenn ich fertig bin mit meinem Video. Hier ist es schon vorbereitet. Ein Tschüsk aus Malta. Sacha, eure Anke Maltanke.